die besten Pommes aus dem Airfryer? Heute kann ich einfach schauen. Also, was brauchen wir jetzt? Machen wir anders. Was brauchen wir jetzt für die feine Pommes? Heißluftfritteuse, Herdöpfel, Gewürz und natürlich ein bisschen Öl. Das war's. Beste Pommes der Welt. Zuerst einmal Herdöpfel schälen. willst du ich auch helfe schälen? mit. Ja, das kann ich gut. Sehr gut. Das ist nämlich der Turboscheller. Viele müssen sagen, ja, steht die Turboscheller, bist du ein Plauderi. Das ist wirklich der Turboscheller. Der kommt vom Dani. Der Dani, der verkauft, sonst kennt ihr auch. Das ist der Burner. Der mit der Raffel. Der Zürcher, der ganz schnell raffelt und tut, der verkauft auch den Turboscheller. Haben wir bereits exportiert in ganz viele Länder, weil der macht da wirklich super gut. Nochmal eine. Ich glaube, ein halbes Jahr. So. Ich würde nicht unterbeschäftigt bleiben, dann mache ich so. Du machst so Sachen. Und Ja. dann soll ich jetzt alle schälen, aber da Ja, kann man wenn du nachher das sicher... schon so machst. Schau mal, ich mache das nicht so schlecht. Also für alle, die keinen Airfryer daheim haben, es ist super kompliziert. Sehen wir nachher gerade. Nein, es ist so publik, dass sogar der Städte verwenden kann. Und, was ich noch cool finde, ist, du kannst sogar Steaks machen im Airfryer. Aber heute machen wir Pommes. Heute machen wir Du musst Pommes. jetzt nicht schon die nächsten Rezepte hier vorgeben. Okay, Entschuldigung, Geheimnis. So. Und hat es Platz für alle? Locker. Es hat. Dann glaubst du mir. Schau mal. Und den Turboscheller könnt ihr eben auch gleichzeitig so auf und runter machen, aber das kann ich noch nicht so gut. Seht ihr? So. Dann ist es richtig Turbo. Also das ist, wie macht das Turbo noch richtig Genau. geschaltet. Und es hat hier auf der Seite, eben genau für so kleine Pünktchen, hat es so Genau, Sachen. zum so wegnehmen. Aber weil Patricia auch ein bisschen mitarbeiten wollte, Ja, meinte sonst bin ich das wirklich sein. unterbeschäftigt. So, jetzt. Gut. Oh, ups. Also wir haben zwei Varianten hier Tada! zum Pommes schneiden, gell? Würdest du die Pommes von Hand so mit dem Messer schneiden? Ich würde es Ich hab- jetzt so machen und mit meinen magischen Zauberkräften würde ich so lange studieren, bis verkeilen zu Pommes. Nein, weil wir haben sonst so eine Maschine da. Ah. Da wäre alle gleichmäßig. Weil da, wenn ich was dazu sagen kann, wenn man Pommes macht, ist auch wichtig, dass sie einige Massen die gleiche Größe haben, dass sie auch gleich Durchwerden. Gut, das macht Sinn, oder? ja. Mit der Maschine geht das gut. Also Man zeig kann mal, natürlich das auch von kenne ich Hand nicht. machen. Das Da ist kennst du etwas nicht. Neues. Nein. Etwas ganz Modernes kann ich jetzt zeigen. Von der Großmutter. Man steckt da rein. Aha. Und dann bräuchte man jetzt eine Pause. Wow, krass. Und dann hat man, warte mal, So. die Und dann Maschine geht von die der vorne Großmutter weg. nicht kaputt machen. Aber dann würde ich die gerade in eine Schüssel Und dann hat reingeben. man wirklich schön, genau, die ist sogar hier, auch ein wichtiges Geheimnis. Mit Wasser. Ja, damit die Pommes nachher schön knusprig sind. Okay. Spülen wir mehrmals im Wasser, damit die Stärke herausgeht. Man sieht jetzt nur mit dem Biss, du kannst die nächste schon schneiden, genau. Okay. Schaffen wir so. Tada, Selber. tada. Und ich sage, merkst du jetzt, das Wasser wird schon langsam so milchig, oder? Voll. Da bringt man einen Teil von der Stärke hier weg Und die Stärke. und die Pommes Okay. sind nachher Knuspriger. knuspriger. Also da werde ich mehrmals den Schritt hier machen. Nochmal Okay. spülen. Ich hätte jetzt einfach klein geschnitten und okay. Das kann man. Das sind die Geheimnisse, die wie der Städte Kochshow wegen der Patricia erfahren. Und darum tun ihr da unten mal bitte das Däumchen rauf, weil das ist recht streng da, das Zeug abdrücken. Du machst Krafttraining. Juhu! Ja. Und wir spülen das. Stimmt das, dass die giftig sind, wenn man die roh isst? Also Nein. warten wir 24 Stunden und wir kommen wieder. Ich allein. Nein, es ist nicht giftig, aber es kann so ein bisschen Magen-Darm-Verstimmung geben. Vielleicht bei dem Stück nicht. Ich sage jetzt nochmal, weil ich gehe jetzt nach hinten spülen. Es ist wirklich milchiges Wasser jetzt. Ja? Ja, du siehst jetzt gerade bis am Boden runter. Leeren und wieder spülen. Soll ich da mit dem Lümplichen Sauerei nett, wegputzen ja. von dir? He? Entschuldigung, wenn ich Sauerei Seht ihr, ich hinterlasse. habe da voll den Job gefasst heute. So. Auch nicht so, es ist einfach ausspülen mit klarem Wasser. Genau. Ist schwierig, ich kann da nicht zeigen, aber ich komme nochmal nach vorne gern. Jetzt zweite Wasser, nochmal spülen, es wird schon weniger milchig. Ja? Auch wenn es am Schluss ganz durchsichtig ist, Das ist die dann können Idee. Ich spüle, bis das Wasser ganz durchzieht. Okay. Also erfahrungsmäßig langt das 3-mal. Also, ich tue so schütteln, lasse ich da ein bisschen abtröpfen. Jawohl. Kann man da wegnehmen. Machen wir Stetig schön. sehen, ich muss da immer folgen, den Schritt, dass ich am Schluss auch rauskomme. Weißt du deine Rezept? Das ist nur mein Trick jetzt. Jetzt Also, ist es noch trocknen. jetzt tue ich die trocknen. Wow. Jetzt Ich stelle mir tue da ich vor, wenn wirklich jemand irgendwie so ein paar hundert Tonnen Pommes frites macht, dann braucht er ja mega viel von dem Papier. trocknen. Jetzt tun wir trocknen, ja. Einfach da drauf leeren.
Kannst, ja. Und dann tun wir die schön verteilen. So. Also der Schritt, es klingt ein bisschen, wofür das? Wie gesagt, es geht auch ohne. Ja, Dann wir hat wollen man die auch perfekte Pommes. Also, Aber wir finden, dass es schön knusprig sind, oder? jetzt machst du so und dann tust du... Ah, schau. Ich tue es abtropfen. Nimm wieder den nächsten. So läuft auch. Ja. Schau mal. Dann Die schön ist drauf. schon voll dabei. Und dann können wir wieder zusammen arbeiten. Wie will, Giorgio. Genau, so. Das muss man machen. Ja, Das unbedingt. ist der richtige Pommes-Tanz. Genau. Ich könnte So. jetzt so zwei im Kreis drehen, aber da nützt es nichts. Da wieder nicht gesehen. Gut. Sollen wir auch machen? Nein, So, nein. wir geben alles für die perfekte Pommes. Wir gehen alles für perfekte Also ich Pommes. drehe nach rechts und nach links. Okay, so. Juhu! Gut. Also. Sehr gut. Ja, Kann man Hunger. sogar mit dem Können wir Schärfen. für Sie heben da? Ja, jetzt bist du dran. Ah, okay, jetzt brauche ich wieder eine Schüssel. Da kommt man der Schritt jetzt, wo ich nicht weiß. Ich brauche eine Schüssel. Ah, du brauchst eine Schüssel. Oder hole ich eine frische Schüssel, ne? Schon. So, schau. Ich würde jetzt so, damit wir auch alle Pommes ein bisschen verwischen, würde ich ein bisschen Öl dran tun, schon voraus. Weil wir gehen am Schluss nicht frittieren, sondern wir tun mit der Heißluftfritteuse arbeiten. Darum braucht es einfach ein Spürchen Öl, nicht so viel wie sonst. Das können wir glaub, so machen, geht, ne? Ich glaube, wir zusammen Warte schaffen mal. geht alles. Probieren wir. Wow, das ist super Tüchli. So. Die Kleine hier nicht mehr, die können wir ja. das erste probieren. Oh ja, das sind die feinen. Und dann tue ich halt schon mal ein bisschen Herdöpfelgewürz drauf. Jetzt sagen du, ja, aber weißt du, dann wird es ein bisschen trocken und so. Dann macht nichts. Für das ist Herdöpfelgewürz gemacht. Soll ich so machen? Ich hätte es gerade so gemacht, das wir ist haben super. vorher gewaschen, ist okay. So, dann muss ich schön ein bisschen einreiben. Und jetzt weiss ich schon, wie man das aufmacht. Genau, jetzt muss ich eigentlich nur aufziehen. Und ich meine, sind wir ehrlich, neue Haushaltsgeräte, die so einen riesen Erfolg haben wie im Moment der Airfryer, Muss man hier auch machen. ja, das kann ja nicht schwierig sein, Und ich oder? kann alles, so viel wirklich Ich rühre es so rein, ja. Wir tun nach etwa 10 Minuten tun wir dann das Ganze mal durchschütteln, noch mal ein bisschen würzen und dann nach 20 Minuten sind sie schon fertig. Also eigentlich musst du jetzt nur den Topf da reinschieben. So. Dann Du machst schon Bips? dann fragt sie schon, ja, warte schon, mal da schauen, das da einstellen. 200 Grad schlägt sie schon vor. Willst du schauen? Ja, ich höre dich, Ah, du aber hörst. aufmerksam. Sie lässt mir zu, sehen Sie? Und wir möchten aber natürlich jetzt 20 Minuten machen. So, und dann sagen wir, go for it, fertig. Also, wir haben die 10 Minuten. Ja, wow, Glaube sofort ich sogar rausziehen. 9 schon. Schau jetzt schnell. Da, voilà, da sind die feinen Pommes. Gut. Und jetzt schütteln, schütteln, Hm, schütteln. dann schütteln, so dass Ich gehe ein bisschen weg. untereinander gehen. So. Und ich würde jetzt halt schon ein bisschen Herdöpfelgewürz drauf tun. Aber Immer. pass auf, nicht so viel. Wir machen Herdöpfelgewürz am Schluss noch geht immer. Schau mal, fantastisch. Nein, da kann man nicht zu viel drauf tun. Und dann gerade wieder reinschieben. mehr. Sehr gut. Jetzt läuft es weiter. Jetzt läuft es automatisch weiter. Sehr Bombenmaschine, musst du ihr nicht viel sagen. Du merkt sie sich. Die Zeit reicht mir, so einen Teller holen, damit wir nachher schön probieren. Da ist man vorhanden, oder? Ja, hoffentlich. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich jetzt schon. Ja, und eben immer nicht zu viel Herdöpfelgewürz draufrühren. Da hat sie schon recht. Aber zu viel gibt es gar nicht. 10 Minuten sind dumm. Nehmen wir das Zu raus. mir? So, schau mal. Meinst du, ist das schon gut? Muss man nicht noch ein bisschen lassen? Was meinst du? Ich glaube, sie sind gut. Ist das gut? Sehr heiß. Machen wir da? Ich finde. Okay. Mal schauen. Und jetzt will ich rausleeren. Es klingt knusprig. Und jetzt würde ich halt da noch. Oh, warte mal. Tschüpp. Sehr gut. Schau mal. Kann ich da abstellen? Schmeckt gut. Aber es schmeckt sehr fein, aber ich würde jetzt noch ein bisschen drauf. Und so machen wir perfekte Pommes. Schau mal. Und da seht ihr auch, wie es richtig aussieht draussen. Sie müssen nämlich wirklich solche Kräutchen drauf haben. Sonst ist es kein Herdöpfelgewürz. Sehr gut. Wow. Sehr gut.